Es ist tiefer Winter. Die Hausdächer sind weiss, die Strassen glatt und die Leute sind dick eingepackt. Die Kinder machen Schneeballschlachten und schliefern auf dem zugefrorenen Bach. In dem Dorf hat es nur 24 Häuser. Eins ist schöner geschmückt als das andere. Natürlich macht jedes beim Adventsfenster mit. So ist im Dezember jeden Abend etwas los. Es gibt Glühwein, Grittibänzen und Mandarinli jeden Tag. Das, was am allermeisten leuchtet, ist das Adventsfenster Nummer 24. Das hat ein Rentier im Garten und einen Samichlaus auf dem Dach. Und sowieso überall Lichterketten. Der Eingang ist ganz mit Tannenkies und Christbaumkugeln behängt. Wenn wir durchs Fenster schauen, sehen wir eine wunderschöne Tanne. Ganz grün mit viel Ästen. Die wartet noch sehnsüchtig auf den Baumschmuck. Zuerst musste draussen alles parat gemacht werden. Für die Nachbarn natürlich. Ein bisschen Blöffen soll doch noch erlaubt sein. Neben dem Tannenbaum steht ein Adventskranz. Der ist dafür schon mehr als parat für den Dezember. Ganz besonders die 4 Kerzen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, noch 4-mal schlafen. Und dann komme ich. Alle warten schon lange darauf, dass sie mich anzünden können. Ich bin eben die Grösste und mag am allerlängsten brennen. Logisch bin ich die Wichtigste. Darum freuen sich alle, wenn es endlich losgeht mit dem Dezember. Jo! Und bald sind wir das Zweite. Dann erhellen wir die Stube so richtig böse. Ach, Weihnachten ist schon die schönste Zeit vom Jahr. Ich meine, sind wir lit oder sind wir lit? Und wartet dann ab, wenn ich dazukomme. Habt ihr übrigens gesehen, was für schöne Kugel um mich herumhängen? Ich bin so schön geschmückt. Und wenn dann noch der Tannenbaum dazukommt, es wird so herrlich, so schön, so wunderschön. Die werden Augen machen. Das wird Der insane! fette blotte Die Wahnsinn. kleinste Kerze lässt diesen grossen nur so halb zu. Ach, wäre ich doch auch so gross wie die anderen. Aber ich wachse nicht mehr. Und das, obwohl ich aus Wachs bin. Nach einer Weile voller Aufregung und Heiterkeit bemerken die 3, dass mit den kleinen Kerzen etwas nicht stimmt. Oh, aber was ist denn eigentlich mit dir los? Freust du dich denn nicht so auf die wunderbarste Zeit vom Jahr? Ja, stimmt. Was ist dir eigentlich für ein Bienen über den Wachs gelaufen, Kleine? Ich finde es so gemein, dass ich so klein bin. Ich will doch auch zu euch Grossen gehören und nicht immer raufschauen. Wieso so sad? Hast du dir dann noch nie überlegt, dass du die wichtigste Kerze von uns allen bist? Erst wenn du angezündet bist, Schein, ist alles komplett und Weihnachten kann richtig starten. Meinst du wirklich? Safe, mein kleines Festtagsflämmli. Das hat sich die kleine Kerze wirklich noch nie überlegt. Kommt am Ende etwa doch nicht auf Grösse an. Jetzt ist sie doch noch ganz stolz und kann sich genauso fest mit den anderen auf Weihnachten freuen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Moment, also, Entschuldigung. Da bin ich im Fall überhaupt nicht einverstanden. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen.